Moin moin meine lieben Leute und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge World of Warcraft. Wie ihr hier seht, bin ich schon richtig meine Hüfte im Hintergrund am Schwingen. Und zwar sind wir ja in Dalaran angekommen und haben endlich mal das Fliegen gelernt. Wir haben 2 Quests zum Abgeben hier in Dalaran, darum befinden wir uns eigentlich auch dran. Und hauptsächlich auch wegen dem Fliegen. Ich habe das Gefühl, das können wir wirklich nur da über. Im anderen Ort habe ich keins gefunden. Wir müssen uns ja nachdem noch entscheiden, wo wir weiter questen. Und zwar, ob wir zurück auf Heulende Fjord oder Biorische Tundra. Ich würde sagen, wir geben jetzt einfach mal gemütlich zuerst unsere Quests ab. Und zwar sind wir jetzt Tor, genau, Quest beenden. Und die hat sogar noch mal eine neue für uns, nicht schlecht. Erzmagerin Celandria in violetten Tor möchte, dass ihr den Teleporter zum Kristall der violetten Wacht und den Teleport zum Dalaran-Kristall verwendet. Was der soll ich verwenden? Wo gehe ich denn an? Wollte ich das? Okay, Okay. Wo bin ich da? Wo bin ich? Ich bin jetzt mit... Ah, okay. Ah, mit dem kann man uns auf und ab teleportieren, wenn wir nicht fliegen könnten. Dass wir das eigentlich so könnten verwenden. Okay. Nicht schlecht, das finde ich aber noch cool gemacht, dass das so etwas hat. Jetzt muss ich mich da noch mal ein bisschen zurechtfinden. Dalaran, die Stadt in der Luft. Einfach eine einzigartige Stadt, da können wir alles mögliche Sachen über, haben auch einen Ruhenort, wie wir sehen. Da hat sogar ein Pit, also zum Reittier kaufen, eine Station. Das könnte man mal reinschauen, was das so hat. Ja, du hast da nicht so viel. Ich glaube, das ist in dem Fall eher da hinten beim Stallmeister. Ich möchte Sachen kaufen. Haustierleine, fügt Spielzeug oder Spielzeugkiste hinzu. Auch nicht wirklich, nein. Wenn, habe ich jetzt schauen, da, wo ich die Reittiere da bekomme. Aber wie es aussieht, ist das in dem Fall nicht bei euch, sondern bei ihm da draussen. Genau. Jetzt sehen wir da für gute Summe noch Gold. Können wir da jetzt mehrere Reittiere noch einkaufen. Aber ehrlich gesagt, die meisten habe ich auch so. Sogar den Zügel von Turnamuts des Reisenden sollte ich eigentlich schon besitzen. Aber nein, der hat 3 Plätze. Ich habe nur den normalen. Den habe ich noch nicht für 20.000 Gold. Den könnten wir uns dann auch mal noch irgendwann leisten. Wenn wir mal ein bisschen mehr Gold haben, weil wir sehen, also momentan haben wir jetzt nicht wirklich mehr viel. Wir haben jetzt noch 170 Gold. Sonst müsste ich mir dann das mal so mit Level 120 büscheln, wenn wir wirklich dann mal genug Gold haben. So, ist das schon alles gewesen. Die Portallehrerin hat schon uns alles beigebracht, dann würde ich sagen, jetzt gehen wir mal weiter und schauen mal, wo die andere Quest ist. Da wir ja da schon geschmeidig jetzt rumfliegen. Oh, so geil. Da wir jetzt so geschmeidig rumfliegen, schauen wir uns doch direkt mal an, was es da noch hat. Genau, dann sind wir da bei der Gastwirtin, Freundin Dalaran, Quest beenden. Und das ist auch schon alles gewesen wieder. Okay, da haben wir noch schön gemütliche Teppich mit chilliger Musik im Hintergrund. Können wir dann da Kochtisch. Können wir noch ein bisschen etwas zumampfen. Das Einzige, und ich hoffe, das stört nicht ganz, müsste ich noch ganz kurz einstellen. Und zwar bei den Soundeinstellungen habe ich die Musik noch mal ein bisschen höher drehen und die Umgebung dann so drauf. Dialoge und der Sound im Allgemeinen ist ja eigentlich recht laut sonst. Okay, dann machen wir das so. Weil mir ist aufgefallen in den Videos, dass immer eben der Sound ist immer noch ein bisschen am Umvariieren. Und mich würde es halt freuen, wenn ihr auch das Gleiche hören würdet wie ich. Besonders hier in Dalaran hat es immer wieder mal mega coole, schöne Musik. So, Leute, dann haben wir das in Dalaran abgeschlossen. Jetzt ist halt die Frage, reiten wir mit unserem Netherdrachen hier hin zurück oder sind wir da mitzulangen? Also wie schnell fliegen wir denn jetzt momentan? Wir fliegen momentan Reitgeschwindigkeit 100% und Fluggeschwindigkeit 150%, also wir sind sogar schneller, wenn wir fliegen würden. Ich würde sagen, wir machen uns einfach zurück zu der Heulenden Fjord und questen da einfach gemütlich weiter. Die Frage ist jetzt, ob wir das Mount brauchen von innen oder ob wir... Wie viel kostet eigentlich das nächste Mal? 5000 mit Gold müssen wir dann haben. Erfahrenes Reiten auf Level 70 können wir dann das freischalten für 5000 Gold. Oh mein Gott, ist das viel? Naja, egal. Oh, warte mal schnell. Wir haben da ja einige Sachen schon eingesammelt. Die Frage ist jetzt, ob wir da wollen, nein, das Auktionshaus ignorieren wir. Kommt, wir ignorieren das jetzt. Wir fliegen zurück nach Heulende Fjord. Die Frage ist auch, ja gut, eine andere Frage wäre, ob sie da sogar ein Portal hätten, das uns dort drüber führen. Ich würde sagen, wir ignorieren das jetzt und machen einfach mal quer rein. So, da gibt es nämlich so eine Spezialtaste, dass ich einfach durchgehend fliege, dass ich nicht mehr drücken muss. Jetzt kann ich da natürlich mit meiner Maus noch ein bisschen umvariieren, was ich will. Aber sonst kann ich handfrei rumchillen, das ist natürlich immer nice. So, wir befinden uns jetzt nämlich da völlig... Genau so. Jetzt können wir dann nämlich auch das Zeug gerade erkunden, das ist doch auch mal ganz gemütlich. Jetzt hätten wir natürlich auch noch eine Diskrone angüchseln und alles, aber ich wollte ja vorwärts kommen im Leveln und daher wäre es beste, wenn wir halt schnellstmöglich wieder zurück in den Heilen Fjord wären zum Weiterquesten. Jetzt haben wir wenigstens schon mal 2 Quests erledigt und wir haben ja da drauf, da hinten eine Quest. Das heisst, mit dem Flügen können wir jetzt wirklich schön gemütlich drüber fliegen
Wir müssen uns natürlich das komplett ganze Wasser da den Weg durchbahnen. Das ist natürlich auch ziemlich nice. So, dann kommen wir mal zu meiner Talent. Und zwar habe ich immer noch nicht geschaut, was am besten für uns wäre, weil eigentlich sollten wir die hier auch abändern. Das ist mir im Klaren, aber wir können ja da mal durchlesen, was das noch hat. Kobraschuss verringert die Abblickzeit von Zorn der Wildnis um 1 Sekunde. Stachelpfeil erhöht eure kritische Trefferchance für 8 Sekunden um 3% bis zu 3-mal stapelbar. Vögel. Beschwört einen Krähenschwarm, der euer Ziel 15 Sekunden lang angreift und dabei 1248 körperlichen Schaden verursacht. Wenn das Ziel währenddessen stirbt, wird die Abblickzeit von die Vögel sofort abgeschlossen. Ich muss ganz ehrlich sagen, am meisten zusagen tut man momentan die Vögel oder das Jagdfieber. Das da hinten ist mir gerade momentan noch ein bisschen gleichgültig. Jetzt muss ich immer schauen, dass ich da ein bisschen richtig noch fliege. Sind wir da auf dem richtigen Weg? Ja, etwa in die Richtung. So, am meisten zusagen würden wir eigentlich die Vögel oder das Jagdfieber. Vögel, wir haben ja schon ziemlich viel Fähigkeiten, aber wenn wir gegen mehrere gegen das Mal kämpfen, ich meine, wir können sie sogar mit dem töten, können wir sie gerade direkt zurückspawnen über, also wäre das noch ziemlich interessant. Komm, ich schnapp mir die Vögel. Die können wir ja irgendwo, wo tun wir die an? Ja, die können wir eigentlich da gerade neben dem Tierbeleben beschwören, kann ich mit meinem Händchen dann schön gemütlich einsitzen. So, los geht's, wir sind jetzt da wieder in der Drachenöde. Also ich würde behaupten, wir sind schneller mit unserem eigenen Reittier, als wenn wir jetzt das Reittier von da benutzt haben für Gold. Und daher, ja. So, die Vögel. Mich wundert jetzt richtig, wie das abgeht, die Fähigkeit. Momentan haben wir ja Camouflage, das habe ich bis jetzt nicht einmal eingesetzt. Jetzt könnten wir eigentlich mal schauen, durch was wir das könnten eigentlich wechseln. Weil erhöht eure Bewegungsgeschwindigkeit um 30%, wenn ihr 3 Sekunden lang nicht angreift. Wenn ich im Kampf bin, greife ich immer an. Das ist halt das. Pro 30 der Fokus wird die verbleibende Abblickzeit vom Freudentaumel um 1 Sekunde verringert. Was ist denn Freudentaum? Das ist ein Stachelpfeil, Freudentaumel, Eiskalle, Mehrfachschuss. Was ist denn Freudentaumel? Habe ich die Fähigkeiten überhaupt? Freudentaumel, alles wir uns können wieder heilen. Das wäre natürlich auch ziemlich nützlich, weil Camouflage haben wir bis jetzt wirklich noch nie gebraucht. Ausser ich muss das halt mehr einsetzen, damit ich nicht so verwünscht werde. Also das hätte man jetzt gut können letztes Mal in der letzten Folge benutzen, als ich bei der Burg vorbeigegangen bin eigentlich. Das ist, genau, das ist das. Da muss ich mich dann entscheiden, jetzt muss ich schauen, dass ich in einen Baum reinfliegen, hey. Schwierig noch zu einem kompletten Baummensch. Da hinten sehen wir ein Sorglager. Hallo. So, beim Mehrfachschuss wollte ich mal ganz kurz nochmal durchlesen, was wir da könnten alles abändern. Und zwar, Stachelpfeil erzeugt während der Effekte zusätzlich 8 Fokus, ist natürlich immer ziemlich nice. Wild der Ruf hat eine um 20% erhöhte Chance, die Anblickzeit von Stachelpfeil abzuschließen. Oder wir behalten uns den Schuss bei, wo wir halt auf 2 Gegner gleichzeitig Schaden zufügen. Können wir ganz kurz umschauen, wenn wir da gerade ganz kurz noch durchfliegen. Hallo, Burg Siegesmal! Hoi zusammen! Warte, hat es da gerade einen Flugplatz, den ich freischalten kann? Jawohl. Kurzen Moment, dann wir da gerade noch schnell den Flugplatz freischalten. Wenn wir mal jemals da müssten, klar, wir können ja selber fliegen, aber dann müssten wir, wenn wir mal keinen Bock haben zum Fliegen, dann können wir da schön gemütlich mit dem überflügeln, mit dem bezahlbaren Mount-Flugtier. Da, was auch immer, wie wir das genau nennen. So, das da oben, muss ich ganz ehrlich sagen, müssen wir jetzt uns nochmal anschauen, aber einen zusätzlichen Begleiter rufen, finde ich momentan am geilsten. Also eben, wir könnten da schon drauf gehen, dass wir nur ein Reittier haben, aber Begleiter, aber eure Fähigkeit Begleiter und Ruf zusätzlich das erste Tier aus eurem Stall bei. Ich behalte das sicher bei, aber da bin ich mir überlegen, ob ich anstatt da Blutgeruch nehmen, weil wir schiessen ja hauptsächlich immer zuerst viel ab und nachher eigentlich den Cobra-Schuss, der uns kostet, also wo uns Geld kostet, wie genau der da. Die kostet uns immer so ein bisschen Fokus und mit dem würden wir halt das Durchgehen wieder aufladen, dass wir wirklich auch genug haben. Die Vögel kosten uns auch nochmal 30 Fokus. Ich persönlich würde sagen, wir tun den Chimärschuss weg und tun den da über zu Blutgeruch. Camouflage wäre halt auch am Überlegen, ob wir den halt wegnehmen oder ob wir den halt noch plus minus ausprobieren. Ich habe wie gesagt Camouflage habe ich bis jetzt nicht einmal gebraucht. Und daher... Sorry, jetzt hat man gerade wieder jemand angerufen, das ist ein Wegdrucker in sich. Darum, Camouflage ist noch eine Überlegung wert, aber eben, das ist 1 Minute Ablenkzeit, ich habe es bis jetzt nicht einmal gebraucht, dann würde ich lieber sagen... Wir gehen auf, das da war es, genau. Nein, das da. Pro 30 verbrauchter Fokus wird der verbleibende Ablenkzeit vom Freudentimer um 1 Sekunde verlängert. So könnten wir uns mehrmals heilen, das heisst, wenn wir in eine heikle Situation hineinkommen und uns einsetzen, wäre die Möglichkeit sogar da, dass wir es ein zweites Mal hintereinander einsetzen können. Ja gut, 2 Minuten Ablenkzeit. Ja, gut, das Einzige, was wir in dem Fall wirklich
Ja, es lohnt sich eigentlich momentan nichts abändern. Ich bin eigentlich schon fast zufrieden. Ich schnurre euch hier zu Tode mit meinen Talenten, obwohl ich ganz ehrlich irgendwie zufrieden bin. Weil der Camouflage gibt uns einen Zufall. Wenn, dann, ja, das aber 3 Sekunden lang nicht angreifen. Wir greifen halt durch. Wenn wir im Kampf sind, bringt uns das eigentlich ziemlich wenig. Darum, ja. Ich muss mir das nochmal überlegen. Ich muss mir das wirklich nochmal überlegen. Da fliegt auch gerade noch jemand umeinander mit seinem Drächeli. Hallo. Räuber der, was auch immer. Wir sind da in Skorn. Soll ich Skorn? Ui, 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 ui. Du fliegst uns da nicht, gell? Rechtsvortritt nicht vergessen. So, da tun wir da wieder den automatischen Flugding rein. Wir sind nämlich auch schon fast da. Jetzt haben wir wenigstens sogar einen guten Teil noch von der Karte, den wir wieder aufdecken können. Es gibt ja auch einen Erfolg, wenn man alles aufdeckt hat, dass man dann, also gut, ich habe den Titel schon «Der Entdecker». Habe ich ja dort mal mit 2011 gemacht. Mit meiner knackigen jungen Jahren. Verdammte Scheiße, bin ich alt geworden, hey. Was ich in meinem Alter noch mache, das ist ja... aber ich will nie weg vom Gamen. Ganz ehrlich, das Gamen ist einfach etwas, was mir Spaß macht, was mir einfach gefällt. Und ja, warum nicht mit euch teilen, oder? So. Jodliti, wir haben es fast geschafft. Genau, Burg Utugar. Wo bist du? Das ist Burg Utugar. In dem Fall bist du wirklich ein Dungeon. Das haben wir sogar noch freigeschaltet. Das können wir ganz kurz sogar noch anschauen. Es würde sich eben sogar wirklich mal lohnen, ein Dungeon zu machen, weil wir können da sogar noch Beutel über zum Sachen dazu erhalten. Aber ich wollte jetzt trotzdem mal schnell schauen. Burg Utugar haben wir nämlich da schon freigeschaltet. Das ist du. Brand of the Lich King, Burg Utugar, genau. Der Nexus, Aziol Nerub und Burg Utugar. Wo wir uns eigentlich mal noch antun. Die Frage ist einfach, wollte ich das wirklich machen? Weil so tut halt das Quest darunter leiden, weil man halt ziemlich schnell levelt in den Dungeons. Also wenn wir Glück haben, Glück gesagt, 1 Level tun wir sicher leveln, würde ich jetzt mal behaupten. Plus kommen wir halt ziemlich gute Gegenstände über. Die Frage ist jetzt, ob wir das beim Quest genauso haben oder nicht. So, wenn wir uns jetzt gerade schnell um die Quest kümmern, die Offensive beginnt, oder gerade dahinter schon fliegen. Komm, wir fliegen jetzt gerade einmal schnell durch, wenn wir da schon auf dem durchgehenden Marschflug sind, weil dann müssen wir das nachher nämlich nicht mehr erledigen, sondern haben das direkt mal erledigt. Was müssen wir denn da genau erledigen? Und zwar... Verrecht mit Fledermausfürstin. Camilla nimmt einen Reitfledermaus und fängt die Verstärkungstruppen der Allianz ab. Werft die Seuchenpylonen auf 16 Reservierte der Nordflotte, sobald ihr eure Reichweite findet. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir müssen das sogar nicht mit unserem Reiter machen, sondern wir können da vorne irgendeine Fledermausführerin, mit der muss ich sprechen. Und die bringt uns dann nicht hinterher. Das habe ich natürlich nicht erwartet. Lappi macht die Augen auf. So. Sehen wir das einmal von oben. Sieht schon ziemlich mal anders aus da. Camouflage, einen Boden hin und explodieren. Oh mein Gott, ich bin schon wieder im Naruto hängen geblieben. Das gibt es ja gar nicht. So. Oh ja, nein, auch angeschaut habe ich plus minus alles. Aber den Beutel sollten wir dann mal schauen, dass wir noch lernen. Die Sachen da haben wir ja gespart, um dann ins Aktionshaus rein zu tun. Mit einer guten Gelegenheit, wo wir genug Gold dafür bekommen. Jetzt müssen wir aber da mal schnell die Fledermausführerin. Oh, jetzt muss ich da schnell... Oh, abstellen. So. Fledermausführerin. Was benötigt ihr? Oder nicht du? Ich Denn bin die da. von den Ich brauche... Ah, okay, so in dem Fall. Alles klar. Wir hätten wirklich gar nicht... Ich bin extra das Fliegen lernen mit dem, weil sie mich angeschissen hat, hinterher schwimmen. Aber im Großen und Ganzen kommen wir jetzt ja wirklich schneller voran. Das ist ja das Ziel von der Sache, oder? So. Dann können wir die da, die ich noch unbedingt ausprobieren. Die Vögel. Das sind wieder so ein Horrorfilm von früher. Bin ich noch nicht im Gebiet? Ja, das ist der Apotheker Hannes, der kann sein Zeug alleine legen. Das ist einfach der Rambo Hochsee. Kennen wir noch von der letzten Folge. Bin ich da noch nicht im Gebiet drin? Doch, da, oder? Ich muss näher ran. Ja, dann geh näher ran. Hopp. Kann ich das jetzt einfach da drauf pelzen, oder? Nice. Komm. Ah, okay, so funktioniert dann das schon einwandfrei. Ah, da hat jetzt gar nicht abgeschossen, hallo? So. Schneller nachladen, die Fähigkeit da. Dass wir uns schon konzentrieren, weil ich sehe die gar nicht. Ich will da ohne Brille vor einem Blinkschleichen ich, hey. Jetzt, da haben wir ja auch schon alle tot. Da sind auch schon alle tot. Ich bin außer Reichweite. Da sind auch schon alle tot irgendwie. Rühren wir es trotzdem drauf. Ich rühre jetzt einfach mal die ganze Zeit drauf auf irgendein Schiff, weil
der Hoffnung, dass es gut klappt. Hat's denn da noch? Ich rühre es auch einfach nochmal drauf. Also, sie sind eigentlich auch schon alle tot. So, dann rühren wir auch da drauf. Vielleicht müssen wir sie ja wirklich die Leichen einfach infizieren. Ah gut, Aufgabe abgeschlossen. Es hat funktioniert. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Lassen wir mal so stehen. Okay. Los geht's, zurück geht's. Forza. Ich bin ganz ein bisschen am reinschauen, weil ich immer, also ich kann, wie sagt man dem, ich habe die Begabung dazu, nie richtig im Beutel reinschauen. Plötzlich hat es nämlich noch etwas drin, was ich völlig vergessen habe. Aber ich glaube, wir haben da wirklich nur Schrott, den wir noch verkaufen sollten. Ich glaube, das mache ich nämlich jetzt auch gerade mal, dass wir da wieder Platz haben. Und nachher machen wir uns auf zu, die Offensive beginnt. Weil ohne uns könnt ihr natürlich nicht starten. Wir die stärkste Kreatur von ganz WoW. Also mit unseren Level 60 da. So. Dann haben wir ja die Folge wirklich auch mehr zu tun gehabt mit dem, dass wir reitlich unterwegs sind, ein bisschen rumschnürren. Aber so ist ja eigentlich auch gut. Jetzt tun wir die Quest aber noch ganz kurz beenden. Du hast gerade nochmal eine für uns. Er bringt Lysander Ergan Stamm zu Oberfürsten und suchen Fürsten Haris. Er befindet sich in Neu-Agamand im Westen der Hollender Fjord. Da befindet sich dann da vorne. Gut, okay, alles klar. Jetzt suchen wir uns aber noch gemütlich schnell einen Händler. Wo finde ich da am besten einen Händler? Hier sind noch Lehrer, du bist gerade ein Händler. Ein Metzger, Sali Metzger. Ich kenne auch jemanden, den ich immer so genannt habe. Ja, da würde aber kritischer Trefferwert wieder weggehen, auf das habe ich keine Lust. Komm, wir gehen weg gerade mit dir. Zack. Wir da gerade mal schnell noch rausverkaufen. Bringst du es eigentlich eh nicht, du auch nicht. Weg. Nein, weg, komm. Tun wir alles mal ganz kurz weg. Essenz der Untoten, die wir noch behalten, das könnte noch etwas wert haben. Kleine infizierte Perle genauso. Ich würde sagen, so behalten wir es jetzt mal bei. Können wir noch gut gebrauchen, den Rest. Nein, voll. So. Jetzt können wir ja da wirklich wunderschön gemütlich dafür fliegen. Jetzt muss ich mich da gar nicht mehr um die Tiere am Boden kümmern, sondern einmal durch. Ich weiss gar nicht, ob es jetzt sowieso am Boden unten ist oder gerade oben dran. Wie man sieht, jetzt hier eigentlich einen Lift, der raufführt. Ich glaube, das war oberhalb jetzt gerade. Ja, das ist genau oberhalb von da. Mit die Offensive beginnt. Mal schauen, was uns da erwartet. Mich wundert es jetzt gerade. Let's go. Hallo. Ah, da oben ist er. Okay. Haben wir doch noch den richtigen Weg gewählt. Nice Sache. Schön fliegen bleiben, dann sind wir wenigstens einigermaßen ein bisschen schneller, als wir müssten. Sali, Unteroffizier. Wir kommen, er will nicht mehr schnurren. Okay. Komm, kämpfen wir gerade mit, dann geht's schnell. So, Quest beenden. Wow! Neuer guter Helm. 4 Rüstung, 3 Beweglichkeit, 5 Ausdauer, 22 Tempo. Karte möchte, dass ihr Ulf, den Anderlass, Orig und den Elenten und Gunnar Thorvardsson tötet und das Banner der Verlassenen durch ihren Körper rammt. Er schlagt so lange Vrikul auf anderer Seite der Blockade der Verlassenen, bis die 3 auftauchen. Also ich muss so lange wie möglich den umbringen. Oder befindet er sich da im Gebäude rein? Also ich persönlich würde sagen, ich töte jetzt einfach mal wieder schnell weg. Aber es sieht nicht danach aus, als würde ich da im Gebäude rein jemanden finden. Wahrscheinlich müssen wir wirklich die ganze Zeit von denen eigentlich ein paar umnieten, aber das tönt noch auf der Verlassenen. Warte. Auf der Anderlass, genau. Also um den müssen wir uns sicher mal kümmern. Das wäre Nummer 1. Nice. Jetzt müssen wir die da die Untotenflagge schnell reinschoppen. Dann fehlt noch Orig der Elende und Gumar Thorvaston. Anzeigen tut es mir halt, dass da drin die Leute wären. Aber ich würde sagen, wir killen jetzt einfach mal weiter. Hey! Schießt nicht auf mich, geht's noch? Ich bin da unten für euch im Aufräumen. So, und beim nächsten versuche ich dann gerade mal die Vögel noch einzusetzen. Das sollte sich eigentlich... Genau, jetzt tun wir da mal noch... Wow! So, und durch das, dass wir die Vögel eingesetzt haben und die sogar tötet, können wir die Fähigkeit gerade wieder einsetzen. Das ist natürlich ziemlich nice. Aber wie es aussieht, haben wir da jetzt gerade niemand mehr, der auftaucht. Ah, jetzt ist er auftaucht. Taucht dann einfach
sporadisch auf. Okay, alles klar. Boah, aber die Vögel sind ja mega. Ich habe kein Ziel. Kann ich die ganze Zeit einsetzen? Gut, der jetzt zum Beispiel... Ah, das macht jetzt allein irgendwie fast über 1200 Schaden, oder? Also allein, wenn ich es jetzt einsetze, haben wir die Fähigkeit zu 100% wieder. Mega. Wow, die Fähigkeit ist so genial. Ah, ich muss noch schnell... Flagge durch den Körper drücken, du Ohrig der Elende. Du bist einfach ein Elend. So, und jetzt fehlt uns eigentlich nur noch einer. Aber der ist nicht um. Bedeutungsweise, ich kümmere mich zuerst mal um den. Nice. Oh. Vögel sind geil, das Geräusch, was sie noch machen. So. Na, dann töten wir halt nochmal einen, bis der da auftaucht, weil er sollte eigentlich genau etwa da auftauchen. He? Ich brauche ein Ziel. Sola? Bist du da? Auch noch nicht. Okay. Das ist zu weit entfernt. Kümmern wir uns immer noch um den nächsten Mal. Da sehe ich auch gerade noch so ein Ausrufzeichen. Ich hoffe, das habe ich jetzt vorher nicht übersehen. Was anvisieren. Am Schluss hat es dann damit zu tun, dass wir von diesen Verteidigern umnieten müssen. Also eigentlich müsste er wirklich genau da sein. Aber wie es aussieht, müssen wir einfach die ganze Zeit von denen töten, bis der mal auftaucht. Außer Reichweite. Okay, okay. Okay. Immer noch nicht, immer noch nicht. Nehmen wir uns mal den davor. Ich muss näher ran. Bei den Vögeln funktioniert das ja. Sie machen durchgehend mega groben Schaden. Etwas anvisieren. Ah, jetzt ist er da. Alles klar. Jetzt haben wir ihn aus der Verdeckung gelockt. Ah. Ja, moin. Komm. Können wir uns den Leben noch zuerst um dich? Ah. So. Und dann bist du dran. Gunnar der Torvison. Torvadorson, oder wie das auch immer heißen. Nice. Dann müssen wir dir noch Flaggen durch den Körper stopfen. Dass du weißt, dass wir da sind. Wenn du das nächste Mal auftauchst, und die tauchen immer wieder auf. Das sollte so. Ja, ja. So, dann geben wir ganz kurz die Quest ab. Und dann haben wir das nämlich auch schon mal gut erledigt da. Wuppa! So. Und dann haben wir da hinten nämlich schon eine weitere Quest, die auf uns wartet. Jetzt hoffe ich wirklich die. So, neue Helm bekommen. Und 2 neue Quests. Aber ganz ehrlich, Leute, wie es weitergeht, schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ich danke vielmals fürs Einschalten. Ich hoffe, euch hat es Spass gemacht. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heisst, Runde WoW mit uns Schweizer. Danke und